Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. So. Ja, die Parcel-Schritte lenken uns hier, aber der Krähenmann muss ja auch irgendwo lauern. Bank des Propheten nach wie vor. Wer hätte es gedacht? Bevor ich den Riss aufmache, gucke ich mich erstmal nochmal hier in der Umgebung um. So. Also es könnte sein, dass ich in der letzten Episode wirklich dieses Vox-Geheimversteck gefunden habe. Könnte aber auch sein, dass es noch irgendwo in Emporia ist. Ah, 3 Picks. Eine Sekunde. Natürlich. 1, fertig. Erledigt. Sehr gut. Und ein Voxophon noch hinten dran mit Lady Comstock, die spricht. Lutes sagt, der Bastard sei nicht ihrem Schoß entsprungen, sondern das Produkt irgendeiner gottlosen Wissenschaft. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen, aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Aber wenn er bereut, muss er auch die Wahrheit sagen. Ich kann seine Lügen nicht mehr ertragen. Ja, wahrscheinlich hat ihn genau das gestört, dieses sagt die Wahrheit, und dann musste sie halt märtyrerhaft sterben, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Ganz einfach. Und dann hat man das Daisy Fitzroy in die Schuhe geschoben und hat sich damit dann sein eigenes Feindbild wieder geschaffen. Was solche Tyrannen immer brauchen. So, hier nichts mehr. Aber die Vox sind ja anscheinend schon ordentlich geplündert, wie es aussieht. Da drunter ist nichts. Hier aber ist... Ach, wieder nichts, natürlich. Okay. Na gut, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch der Riss übrig, ne? Repetierer mag ich nicht. Wo ist denn Elisabeth? Ich höre sie zwar überall rumschleppler. Ah, da ist er. Gut, dann holen wir uns mal was Handlicheres. Und gehen mal an den Riss dran. So, was sagt er uns? Halt die Groschkrähen, Mann. Ich hab gewusst, dass der noch irgendwo lauert, dieser. Halt die Schniss, du Undertaker-Verarmer. So. Okay. Federn gerupft, dann kann's losgehen. Und wenn ich diese Sabotage begehe, alle Ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei sterben? Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur Sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Oh oh. Okay. Zum Tor zurückkehren und ein Voxophon mit dem Prophet. Der Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann, aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutece der Sache befragt, aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Ja, ich habe alles getan, was ein Mann tun konnte. Ich habe zweimal mit ihr geschlafen. Mehr als das normalerweise viktorianische, britische Gentlemen machen. Im Jahr. So, Okay, also hier kommen wir nicht zurück. Das heißt, wir müssen anscheinend hier rum. Oh ja, jetzt geht er natürlich wie von Zauberhand auf der große Tresor. Sehr beruhigend. Ach, hallo, Lady Necromancer. Na gut. Teufelskusszeit. So, wo ist dann Lady Nekromant? Okay. Der ganze Pöbel ist schon mal abgefackelt. Bis auf dich. Hat sie ja die Ehre zugemacht, oder was? So, noch so ein Geisterfreak platt gemacht. So. Ey. Wie viel von euch Eierköpfe existieren hier eigentlich noch? Alter, was für Musik alle schon.
So, Inferno für alle. Alter. Ganz bezaubernd. Das macht dir tierisch Spaß, hier die ganze Zeit von so einem rachsüchtigen Geist von einer Wahnsinnige hier heimgesucht zu werden. Die anscheinend eine zwiespältige Persönlichkeit noch besitzt. Das macht das Ganze natürlich sehr viel angenehmer hier für mich. Oh Mann. Okay, wie sieht's mit euch aus, ihr Leichenkumpels? Die sehen ja auch alle bezaubernd aus hier. Na gut, aber da wir einige Lockpicks verschwendet haben, will ich doch glatt Sache. So, wir gehen nochmal hier. Da können wir nämlich im optionalen Bereich noch ein bisschen was flattern. Indem denn wir schon so toll geknackt haben. Hups, nicht hier rum. Den wir in der letzten Episode schon so erfolgreich geknackt haben. So. Und da haben wir es doch. 3 Lockpicks. So, jetzt sind wir wieder auf vollem Niveau. Mehr als 30 können wir doch halt dann mit uns rumtragen. Ist halt so. So. Okay, es ist irgendwie etwas verstörend, so sehe so aus dem Aare-Winkel, wie der Kater sich auf meinem Bett gerade so zwischen seine Zehe schlägt. Blachs. Irgendwie ist es etwas verstörend. Okay, so, dann gehen wir hier raus. Und wenn uns der Zitterfahrstuhl lässt, dann gehen wir auch wieder hoch. Ja, ich würde hier gern wieder raus. Igitt. Foyer der Bank des Propheten. Wie ein goldenes Kalb über der Stadt. Nett. Okay. So, da sind wir wieder. Jetzt putzt er sich gerade im Schritt. Ah, nicht schlecht. Blachs. Ach, Katz. Ja. Die Parcel-Schritte führen uns wieder so lang. Ich hoffe nur, er verschluckt sich wieder nicht, während er jetzt gerade wieder am Butze ist. Sonst schockt er wieder do. Macht wieder so nette Geräusche. Da muss ich wieder hingehen, muss ihn wieder streicheln, bis er sich beruhigt hat. Ach, das ist immer ein Terz mit dem Tier. Der wird aber auch halt älter. Der wird jetzt 13, glaube ich, das Jahr. Ne, 12. Nicht 13, der wird 12 das Jahr. So, ja, müssen wir da lang. Kommen wir wieder zum Marktdistrikt und dann Richtung Comstock-Haus. Das ist schon relativ weit, muss ich sagen. Ja, da sind wieder die Spuren. Na dann, nehmen wir es einfach mal so hier, dass wir in der Bank dieses optionale Vox-Versteck gefunden haben. Und wir gehen wieder in Richtung Comstock-Haus. Gott, wie die rennen kann. Und das trotz ihrem Kleid. Was bestimmt unsere Bewegungsfreiheit hat. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker, Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Okay. Gut. So. Dann geht's hier entlang. Kehre zum Comstock-Tor zurück. Wie viele Leute sind dann hier mittlerweile noch? Präzisionsgewehrmunition ist immer gut. ich weiß, du hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Ach, da ist er mal wieder. Na toll. Aber Teufelskuss hat sich ja bewährt eigentlich. So. Dankeschön. Haben wir den Moskito hier auf? Ich hatte mir vor, mein Verbündete zu verletzen. Ich schulde
Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Es ist alles deine Schuld, vor dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn Anna ist viel schlimmer als du oder ich. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe? Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Booker. Danke. Alter. Also um ganz ehrlich zu sein, ich hätte es als einfacher und effizienter erachtet, wenn man jetzt einfach gesagt hätte, wir holen uns die Hand von ihr, ohne dass es so viel Trara und Herz gibt, weil dass der die Frau umgebracht hat, um sein Geheimnis zu wahren, sollte eigentlich jedem so klar sein ab dem Moment. Spätestens ab dem Moment in der Bank, aber dann hätte sie nicht geben müssen, wenn man einfach nur die Hand sich geholt hätte. Hätte man sich auch so zusammenreimen können, finde ich. Naja, wie dem auch sei. Wir kommen jetzt auf jeden Fall noch Comstock Haus. Hier kann ich wahrscheinlich alle Bereich verlassen. Ja genau, betritt Comstock Haus. Und dann schauen wir mal. Trophäe erhalten in Kupferblut in den Straßen. Ich schulde dem Mädchen was, wenn das bedeutet, dass ich sie bezahle, statt... wieder nichts sehe. Gut, gehe zu Comstock Haus. Jetzt muss ich hier die Defensive oder die Lieder finden, um Songbird aufzuhalten, ne? Alter! Wow! Da geht's dann anscheinend durch diese super Fassade, die so nur Stadtpalais aussieht, geht's nur zur Brücke zum eigentlichen Anwesen, was nochmal irgendwie Insel besitzt. Alter Falter. Geil ist es hier schon gemacht, da kann man nichts sagen. Boah, Wasser Anwesen. Oder? Was ein Anwesen. Gewitter erleid. So, dann holen wir mal die Gondel. Falls uns Songbird lässt. Ja, das war irgendwie logisch. Ich habe eigentlich echt schon damit gerechnet. Das war größere Luftstrecke, die man zurücklegen müsste. Und Songbird war uns sowieso auf der Ferse. Deswegen kam das nicht gerade überraschend. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Die sagt das jetzt. Ach, okay. Oh Mann. Ja, ist ein wunderschönes Büro und Apartment. Sieht ja ganz reizend aus hier. Die Tür kann ich aufmachen. Oh Mann. Alter. Hör auf, tu ihn nicht! Es tut mir leid! Es tut mir leid. Ich hätte nicht weglaufen sollen. Das war falsch. Bring mich zurück. Bring mich nach Hause. Alter. Oh, Scheiße.
Ja, warum auch einfach durch das alte Loch hoch, wenn man hier wieder raus kann? Ich muss sie einholen. Scheiße, jetzt hat die sich für uns geopfert. Jetzt hat sie sich echt für uns geopfert. Oh Mann. Das darf auch nicht umsonst gewesen sein. Wie komme ich denn hier weiter? Alter. Hier komme ich aber nirgendwo weiter. Ah, so eventuell nur, ne? So, und dann... Ja, renn. Dann gibt's halt kein Gondel, sondern wir müssen persönlich rennen. Ich lass nicht zu, dass du sie holst. Hörst du? Gefiedertes Scheißvieh! Ich lasse nicht zu! Wow. Alter. Es ist Juli. Mich überrascht hier eh nichts mehr in Columbia, aber... Alter Falter, was eine Prachthütte. Sowas kann man sich wohl leisten, wenn man 50% Steuern für jeden erhebt. Oh Mann. Oh Mann. Es wird alles mal wieder extrem kompliziert. So. Und dann... So, jetzt sind wir hier in Comstock-Haus und es hieß, Suche nach Elizabeth, überall Kerze. Naja, so spart man sich natürlich die Stromrechnung, wenn man überall Kerze aufstellen lässt. Our Lady Elizabeth. Godspeed. Thy Judgment. Ist das? Manche träumen Was vom zum Mammon. Teufel? Manche träumen von Liebe. Mein Vater träumte von einer Flut aus Feuer. Alter? Man schenkte uns Eden. Wir machten ein Sodom daraus. Warum sollten wir gerettet werden? Der Herr gab Noah einen Fisch in Form einer Flut. Mir machte er es nicht so leicht. Er sprach: Prophetin, bilde mir eine Nation von Fischern aus. Alter? Hier mal Pazifist. Fornicator, weiß ich jetzt leider nicht, was das ist. Anarchist. Und Heretiker, Ketzer. Alter Falter. Sind wir jetzt in einer Realität auch noch gelandet, wo Elizabeth jetzt die Nachfolgerin von Comstock ist? Alter! Wo sind wir hier? Was haben Sie mit mir vor? Und wieder alles unnötig kompliziert gerade wieder. Okay. Ihre liebevolle Umarmung. Ja, das sind alles schon mal Gestorbene mal wieder. Naja. Oh, die kann ich nicht mal... Die kann ich nicht mal erlösen hier, die Leute. Okay. Jetzt wird's unnötig kompliziert gerade alles. Weil wie soll er überwechseln? Er hat ja noch nicht mal... Alter! Er hat ja noch nicht mal die Möglichkeit, dass er in die Welt überwechseln kann. Deswegen... Wie soll dann das bitte zustande kommen? Dass er jetzt einfach so wechseln kann. Mann, unnötig kompliziert. So, anscheinend gibt es jetzt auch noch so Nekromanter als Gegner, die irgendwie die Gestorbene, beziehungsweise die in einer Realität schon gestorben sind, wiederbeleben können. Na geil. Neuer Gegnertyp. Macht natürlich wieder tierisch Spaß, sowas. Verdammt, ich muss irgendwie da rein.
Hoffentlich muss ich nicht bis ganz zum Direktor hoch, um reinzukommen. Natürlich. Okay, nur durch der Overwerter komme ich doch rein. So, komme ich... Nee. Okay. Also ich finde jetzt schon irgendwie, ab jetzt wird's etwas unnötig kompliziert, das Ganze. Man hätte es auch anders lösen können, ohne dass man so viel Gedöns hier, so viel Trachat rummacht. So, jetzt finde ich... Naja, hier. Okay. Hören Sie. Ich will nur zu dem Mädchen. Wer waren diese? Spielt keine Rolle. Ich muss ins Büro des Direktors. Okay. Gehe zum Büro des Direktors. Bitte, wo sind wir hier? Bitte, bringen Sie mich wieder in Hamilton. Dazu ist es jetzt zu spät. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Und du hast es zerstört. Er ist nicht mein Vater. Okay. Dann die Sache, da machen wir gerade neue weiter bei Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder, wenn der Plot-Twist hier sich weiter erstreckt. Wir gehen das zusammen durch. Wir sehen uns morgen, wenn ihr wieder wollt. Ich bin auf jeden Fall wieder da. Iron Yankee.